Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew und hier seht ihr Sangers von meinen 30 zu 4 Free-for-Alls, das mal auf Lockdown. Hat noch ein bisschen mit dem C4 rumgespästelt, aber es geht dann auch schon richtig los. Jetzt, das Video heisst ja glitschige Sachen und das soll nicht unbedingt irreführend sein. Es geht nämlich um die ganzen Glitchen im MW3. Und nicht irgendwie darum, dass es draussen glitschig ist, wenn es easy ist, das wissen wir ja jetzt auch schon vorher. Anyway, die Sache ist eigentlich die könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, sobald das MW3 ist rausgekommen, hat es die ersten Glitches gegeben. Und das ist in meinen Augen ja auch bis zu einem gewissen Grad akzeptabel, dass das Game noch nicht ganz fertig ist, wenn es rauskommt. Auch wenn man natürlich ein ganz fertiges Game ohne Glitches und Probleme würde bevorzugen. Aber heutzutage gibt es das halt. Okay, also, dann ist es mal losgegangen. Was haben wir hier alles gehabt? Wir denken zum Beispiel an Stealth-Bomber-Glitch. Ich weiss nicht, ob ihr das könnt habt, hoffe gemacht habt ihr es nicht. Die Sache ist einfach die, man hat, wenn man den Stealth-Bomber mal gehabt hat man den eigentlich unlimitiert anblasen. Gehen dann weiter, und zwar hat es irgendwann mal der kein Rückstoß-Glitch gegeben, No Recoil-Glitch, wenn er auf Englisch heisst. Und zwar hat man hier irgendwie Waffen hin und her wechseln, bestimmte, und plötzlich hat dann Primärwaffen überhaupt keine Bewegung mehr gemacht, wenn man geballert hat. Das heisst, man hat das ganze Magazin auf einen Punkt draufhaben, ohne auch nur zu korrigieren. Anyway, das ist zu dem. Dann geht es weiter, ihr habt vielleicht schon vom Token-Glitch gehört, wo ihr nachher eigentlich unlimitierte Prestige-Tokens herglitschen könnt, um alles im Prestige-Shop zu kaufen. Es gibt auch die sich 6000 von diesen Tokens herglitscht haben und sich dann in 20 Tage Doppel-XP reingezogen, wobei nur schon die 6000 zu bekommen und dann einzugehen, verdammt lang braucht. Aber anyway. Und jetzt ist gerade gestern der neueste Glitch rausgekommen, und zwar kann man die Schadensfähigkeit auf alle Waffen draufknallen. Auch bei denen, wo man es eigentlich gar nicht auswählen kann. Also Damage Proficiency auf Englisch wiederum kann man zum Beispiel auch auf eine Maschinenpistole, auf ein Maschinengewehr drauf tun, obwohl das es dort gar nicht zur Verfügung steht. Jetzt, wie das genau gemacht wird, auf das möchte ich eigentlich nicht eingehen. Es ist nie meine Idee, so Glitche in Videos zu zeigen, weil es gibt auch immer die Leute, die es nachmachen und ausprobieren. Und klar, wir haben auch ein bisschen über das diskutiert, wenn der Hersteller schon so dumm ist und das im Game überhaupt ermöglicht, sollte man doch das auch ein bisschen ausnutzen. Und ich kann das gut verstehen, dass man dem Hersteller so auch zeigen will, sorry Jungs, fickt euch mal, was ihr da gemacht habt, ist scheiße. Aber Infinity Ward ist natürlich mittlerweile schwul und sagt gerade jeder, der das macht, wird banned und so. Also das heisst gesperrt. Sie haben dort die 3-stufige Sperrung. Zuerst ist es glaube ich für 48 Stunden, wird man noch einmal gesperrt, ist es ein bisschen länger und beim dritten Mal ist es glaube ich für immer. Irgend sowas. Spielt jetzt aber auch keine Rolle, weil es werden sicher nur die gesperrt, die das wieder allzu stark ausnutzen. Oder? Je nachdem, wie gut dass die MW3-Software geschrieben ist, die ja schon immens viele Fehler hat, das müssen wir zugeben. Je nachdem, wie gut dass die geschrieben ist, wird das gelockt, wer irgendwelche unerlaubten Aktivitäten macht, dass dann eigentlich in dem Sinn, ja, in der Softwarebranche sagt man dem geflaggt oder so wird, also irgendwie bei diesem Account halt markiert wird, dass der beschissen hat. Und dann ist das relativ einfach für die ihm zu finden. Anyway, ich muss sagen, alles in allem ist eigentlich eine sehr traurige Angelegenheit, weil das Game macht mir wegen dem nicht weniger Spass. Klar, in den nächsten Tagen, bis sie das mit dem Damage im Griff haben, werden wir noch ein paar von diesen Leuten sehen, die die einfach runterficken, ohne dass du eine Chance hast. Aber schlussendlich geht es eigentlich darum, dass das Game mittlerweile so viele Fehler hat und in meinen Augen so ein Gebastel ist, weil viele von diesen Glitches sollten eigentlich gar nicht möglich sein. Ich meine, man muss irgendwelche Lobby hin und her wechseln und dann kann man gewisse Sachen plötzlich machen. Das sollte doch eigentlich gar nicht möglich sein. Ein bisschen kennen wir auch aus mit Softwareentwicklung und soweit das ich weiss, kann man das Ganze eigentlich so designen, dass es geschützt ist, dass so Sachen nicht passieren können. Klar ist das ein riesen komplexes Game und wird immer grösser, aber hey, vor allem Infinity Ward, ihr habt bei Treyarch gesehen, wie man es bei Black Ops eigentlich ziemlich gut machen kann.
und die Sachen halt dort fixen, wie das mit dem Second Chance, Last Stand, Final Stand Faggot, wo einfach nicht der oder Kill bekommt, der ihn runterbringt, sondern der ihn dann fertig macht. Und sorry, im Black Ops hat man gut gesehen, wie es richtig läuft. Also, ich will nicht zu viel motzen, aber ich will euch einfach auch ins Bewusstsein rufen, dass das Game wirklich mittlerweile extrem viele Fehler hat. Und ja, von dem her eigentlich ein bisschen schade ist, dass es so weit ist gekommen. Nichtsdestotrotz, Spass macht es zum Glück immer noch. Ich wünsche euch auch viel Spass und einen schönen Abend noch. Macht's gut.